Bonjour hai vun Straßburg fir die echt europäesch Impressionen fir das Joer en Joer wat jo net gut ugefangen huet mat den Terrorattacken zu Paris. E Sujet, de noch hai an der Europaparlament diskutiert gouf bei enger ganz emovanter Zeremonie, a kom noch spe enker an dieser Mission bei de Froen op die Terrorattacken zu Paris zerek. Firich begreessen ich awer mal CSV Europadeputéiert Vivian Reding, Frank Engel a Georges Bach. Bonjour. Bonjour. Komm gucken enkertéicht op den Erbesprogramm vun dëser Woche hai am Europaparlament op den Ordre du Jour bessen Punkt wären do d'OGM-freie Zonen an der Europäesche Union. Memberländer sollen an Zukunft selber können OGMen op hirem Territoire limitéieren oder sogar verbieten. Ass dat en gut Sach, Georges Bach, eigentlich die OGMen, die kennen jo awer kein Grenzen. Das an dieser Phase, wo man sinn ass et en gut Sach. Ich mein, war den beste Kompromiss, den man im Moment konnte fannen. Die wisst, dat den Dossier ganz kritisch ist, dat den engerseits ganz emotional gefordert wird, andererseits aber auch wissenschaftlich gefordert wird. Da haben wir nun einmal die Agence von der Lebensmittelsicherheit, die hier ein ganz paar Studien abgelöscht wird, abgefordert wird, die sehr analysiert wird, an die Zulassungen schon gehen wird, auf verschiedene Bereiche, am Mais, auch mit Grumper. Einerseits sind wir aber an der Bevölkerung mehr wie 2/3 von den Leuten, die keine OGM wollen, und auch 19 Staaten, die sich klar und deutlich dagegen ausschwätzen, für das umzubauen. Sodass am Anfang die Idee war von der Kommission für das an Subsidiarität, das heißt, alle Memberstaaten kann dezidieren, will ich die Umbauung befürworten, losen Staat zo oder nicht. Und das darum geht für auch Rechtssicherheit zu schaffen, weil das heißt, hier wären wir in einer Phase, wo wenn ein Memberstaat gegen so einen großen Konzern her nur muss klar, Monsanto zum Beispiel, für nicht zu nennen, ich meine, dann hat ein ganz großes Frage von Unsicherheit bestanden. Dann haben wir das geklärt. Das heißt, Memberstaaten können den Lo zulassen, respektive verbieten. Das ist natürlich schwierig, weil die Grenzfälle belangt, auf die Grenzen. Ich meine, das ist richtig, dass da nachher ganz viele Probleme werden dabei zukommen. Auch Materiefutter zum Beispiel sind noch ganz viele Fragen, die nach abstehen, sodass der Teil am Anfang der nächste Schritt ist, für mal an dem Dossier mal eine Deblockage zu kriegen. Aber muss ich sagen, auch für die Leute ist es wichtig, für die gesehen haben, die Europäische Union lauscht, dass aber trotzdem auch dabei ist. Ja, das ist nicht gut, mit das aber viel besser wird für Drova. Ich kann nicht mehr so sagen, mit dem Dossier als nicht benennen, die werden gute Schritte mal an der richtigen Richtung. Und ich meine, für uns Lützeburger als ja wichtig fällt, Lützeburger sind dagegen. Die sind dagegen, wir sind von den 19, ja. Wir haben aber immer oktroyiert von den anderen an los immer als eigenen Herr, nicht ob man es zu Lützeburg. Dafür erstaunlich, dass die Lützeburgische Regierung sich enthalten wird. Also, das versteht ihr nicht. Das versteht ihr nicht. Nee. Das ist ja nicht der Sicht, den du nicht verstehst. Da gouf dëswoch leider nie enkeer muss so will den Problem einfach immer net geléist, dass iwwer Flüchtlingen am Mittelmeer an die Schleiserbanden do diskutiert. Frank Engel, wo kann die EU dann do usetzen fir dem Massaker muss ich schon so einen einzusetzen? Wir können das bis auf weiteres net von der sener Kraft. Wir stellen lo fest, dat die Schleiser, mit denen wir seit ganz langer Zeit geheizt sind, die Geld massiv Geld mit dem Transport von Flüchtlingen an der Europäischen Union verdingen immer op méi brutal an Ingenieursmanieren zurückgreifen für hier Leid op irgendeine Manier ein Ziel zu kreen oder auch nicht. Phantomboote sollen die Länder finden. Ja. Und da muss man sich mal vergegenwärtigen. Da sitzen paar tausend Leute auf seinem Boot. Die alle guten irgendwo scheinbar zwischen 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro bezahlt haben, soweit wie sie die hatten. Wir können die Passage dazu machen. Da geht es also veritabel Geld für die da mitfahren und die benutzen alle Mittel, was der Bürger in Manier geht. Lo hilft es ja nicht für an den Häfen, wo die Dinger da fortfahren, alle Sorten von Inspektionen vis-à-vis von Equipagen zu machen, weil die sind ja da noch dabei. Die setzen sich ja da noch richtig doof. Und wir haben nicht Mittel, die hat keinen. Für am ganzen Mittelmeer alle Schiffe so zu überwachen, dass man mit Radardurchlichtungen oder Ähnlichem feststellen, ob Kilometer 150 von der Küste, hat ein Equipage erstaunlicherweise Schiff verloren. Das finden den alten Mal raus. Finden aber auch alten Mal nicht raus. Das heißt, es bleibt, dass man mit den Autoritäten von den Ureinnerstaaten vom Mittelmeer und nach wesentlich mehr intensiv Kooperationskonzept fanden, für die Leute zu ermitteln, die Schleiser sind,
fir se op der Platz op der anderen Seite vum Mittelmeer am Idealfall Ding festzumechen, allerdings hunn die Finanzreson innerhalb vun der Union, die Konnexionen innerhalb vun der Union, die hunn Kollaborateuren innerhalb vun der Union an och déi. Dat se bësse wie man den Terrorattentaten dëser degen zu nicht. Och déi sind zum großen Deel schon fichéiert. Och déi sind eigentlich bekannt, och vun dee wëssen Sicherheitsdenkst dat ze gëtt. Wir brauchen drastisch verstärkt Zugriffsmitteln, Zugriffsmöglichkeiten für den Doleit an ihren total menschenverurchtenden Praktiken hermeester zu gehen. Und dafür brauchen wir Investitionen an Sicherheit, die wahrscheinlich über dem Leib, was man im Moment können machen. Und dann ist doch den Wort hier am Europaparlament über die Resolution zum Aktionsplan 2015 von der EU-Kommission. Wie wenn Reding, was hat Jean-Claude Juncker als Equipe dann 2015 wollen? Wo sind die großen Herausforderungen und was müssen sie wirklich fertig bringen? Ich meine, eng von den Herausforderungen haben wir ja beschwert, dass die Doen an das irgendwie dieselbecht auch die am Terror zu summen hört, das heißt das Renforcement von der zu summen erbecht von also Sicherheitskräften wird ganz wichtig gehen für alle Guren, die do Probleme nicht können zu lesen, mehr ob man es besser in der Kontrolle zu holen. Lo hat Jean-Claude Juncker an seine Equipe vorschlagen, das dafür zu sorgen, dass als Wirtschaftsmurcht nes eng richtig Wirtschaftsmurcht gëtt. Mir hunn eng Potenzial. Den grosse Bannemat ass die gréessten Wirtschaftsdimensioun vun der Welt, dat wësse viel Leiit net, me se schwächelt fir den Amment. An dofir musssse man alle Guren die Regelle fir de Bannemat ze stärken, déi musssse man rabringen. Dat werd eng vun den Hauptursache sinn, fir wat dat ze summen erbeg grenziwwerschreibend och am wirtschaftliche Bereich wichtig werd ginn. Dofir steht die Digitalökonomie op der Daresordnung. Dat heißt, man muss gucken, dat die neue Technologien, dat in déi selfen de Bannemat zu engem einzelne Mat ze machen. Wir muss gucken, dat man ganz Problematik vun Eisen Energie zufuhr, dat man déi geleist kreen, net dat man ofhängig sie vun anderen Deler vun der Welt an och ausgebeut gi vun denen oder an den Neck gedreckt gin. An dann wann man iwwer Wirtschaft reden an iwwer Schaffung vun naier Kompetitivitéit, vun neien Erbesplatzen, da muss man hauptsächlich iwwer Leiit reden. An dofir fand het ganz wichtig, dat vun de Schwerpunkten ass e Sozialpakt ze schaffen. An do hummer eng Neikommissarin Marianne Thyssen aus der Belsch, das eng Parteikollegin vun Eis mir wissen, wéi dat denkt, mir wisse wéi dat handelt, a mir werden de Marianne schon hëllefen, dat dat den soliden Sozialpakt gëtt, weil het muss immer an der Politik den Equiliber hunn, op der Wirtschafts op der enger Seite an Mënschen dat sozialt op der einer Seite die zwee beien ze kreen. Ich mengen dat war auch am Kap vum Jean-Claude Juncker wéien den Programm beschrieben huet. Soweit also für den Aktionsplan. Viel op der Lee, also fir dëst Joer, also wéi doch fir d'Erbegëss woch hai am Europaparlament, dann interesséiert eis awer natilech ormer dat wat Ichte hem interesséiert du asrem froen Raggecheck iwwer Facebook oder och iwwer europa@csv.lu, also iwwer Mail. Eg echt froh dann zanter dem 1. Januar hummer en neit Land am Euroraum mat Litauen si mal lo zu 90 met froh ass bleiwen och zu 90. Frengengel den Fabrice Dusemang, de Fred an dem Kontext, wann Griechen aus dem Euro sollten rausgoen, wat hecht dat fir die anderen Länder a méi konkret och wat hecht dat fir Lützeburg? Bezuelen Griechen dann ihr Schulden net mitré an, verleere mir als Lützeburger dann noch suen. Also den Euro war so gelecht, de vertrech nur noch der monetäre Realität an Europa no, dat enmi zu verlosen ass. Dat ass woer, dat wär woer an dat bleifft woer. Sollt Griechenland der sech dem komische Grund selver wëllen de Schrat machen fir sich der Währung do ze entzeien, dann mis der Union austreten. Innerhalb vun der Union kann e Land wat den Euro agefordert huet, den Euro net méi afhéieren, dat net méiglich. Dat normal, dat het net méiglich ass eng Währungszonen, die permanent en Groswährungszonen. Die permanent der Meiglichkeit ausgesät fir dat méi der Mann Gros Deler vun hier selber géfen hireer Wego und daëm kommen oder ich weiß net het dramatisch Konsequenzen op het Vertrauen, wat der Währung op de globale Mäden Genbrucht géif mat dem Geschéck as dat realistischer Prosch.
Die griechische Schuldenlage also bei einem Niveau, das wissen wir seit langen Jahren, den nicht haltbar ist. Und dass man dann eigentlich Werte müssen handeln, das ist so klar wie als Zopf in der Plötzeburg sieht. Die Schnecker Schulden nulllosen. Schulden nulllosen als die Möglichkeit. Ich hatte das selber am liebsten, weil es die ehrlichsten Approche wird, die am sichersten ging. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Es kann mit oder ohne Intervention von der Europäischen Zentralbank Laufzeiten verlängern, eigentlich bald unbegrenzt lang machen. Es kann gegebenenfalls die griechische Schuldendienst an einer Quotelogik, nämlich über Budgetsresetten, wie beispielsweise Exportannahmen bannen. Weil das Land nicht stranguliert in einer Zeit, wo der exportmäßig mich schwer durchstehen. Und dann müssen 30% von seinen Steuerresetten an den Schuldendienst investieren, wie das da ja der Fall ist. Aber wie das auf Dauer dazu führt, dass nie mehr Griechenland wird mehr wie 1.000 € den Monat verdienen. Das ist aber keine Perspektive. Und die können wir auch keinem so auf Dauer zumuten. Das ist jahrelang so gegangen. Griechen haben das matt gemacht, übrigens fand ich mit bemerkenswerter Gelassenheit über die längsten Zeit. Das geht aber nicht nach 25 Jahren lang so führen. Hätten wir das müssen zu Lützeburg hier machen. Was Griechenland 5 Jahre lang handelt sich schon. Da will ich nicht wissen, was für eine Art von desolatem sozialen Zustand das Land gewesen wäre. Was für ein Platz ist, wo man in der Busticket 10% Medaille möchte, quasi eine soziale Revolte hat. In Griechenland sind sämtliche Revenuen am Verlauf in den letzten 5 Jahren um 25 bis 30% gefallen. Sämtliche Revenuen. Von den Renten, von den allerkleinsten bis zum Mindestlohn. Die Griechen haben Geduld. Aber sie können nicht nach 20 Jahren lang mit derselben Herd über sich gehen lassen. Das ist kein Fall von Euro verlosen, von Geld verlieren bei uns. Wir verlieren kein Geld, wenn wir auch kein investiert. Wir garantieren Prämien. Es geht nicht darum, dass die Prämien nicht bezahlt gehen. Es geht darum, dass die Prämien so aménagiert gehen, dass hier leicht Hallefäser drohbar ist während einer Zeit. Die können wann auch mit 3 Sugiffen verlieren. Wen hat sich zu Lützeburg darüber aufgeregt, dass die Deutsche Wiedervereinigung bis heute, das ist noch nicht drüber, 1.500 Milliarden € kostet. Von denen die Europäische Union, der auch, also Lützeburg auch, einen gehörigen Teil beigesteuert hat. Darüber wird nicht geschwärzt. Und dann erkennen sich darüber geirrt. Ich hätte aber gerne, wenn man einen wesentlich mehr kleinen Sum, wie das, was man zur deutschen Einheit beigesteuert hat. Eventuell geben die Griechen nur losen an einem Moment, wo man unerkennen was wir erfahren, die Leute, die wir 5 Jahre gemacht haben, für aus ihrer Misere rauszukommen. Zum Beispiel die Population, die drin leidet. Das ist immer die Population, die drin leidet. Es sind immer die Leute, die drin leiden, die schon Steuern bezahlen. Ja. Es gibt leider nach zu viele Griechenland, die keine bezahlen. Mit für die runterzukommen, brauchen wir andere Mittel, brauchen auch Griechen andere Mittel an ihre Sicherheit, an ihren administrativen Organen und so weiter, die allerdings auch ohne Geldverfügung, Verfügbarkeit nicht gehen. Sodass Dann Martin Schuller schreibt da ist schon hören, dass Lützeburg das Jahr die Präsidenz von der EU überhält. Was ist das genau? Wenn fängt das an? So sprach die Präsidenz fängt durch den 1. Juli an. Wir eigentlich schon indirekt angefangen, um uns Vorbereitungen derwischen daheim an zu Brüssel geht. Schon lange. Richtig, seit 2012 laufen Vorbereitungen schon, dass eine Gruppe interministerielle de Koordination gegründet in 5 Arbeitsgruppen sie gegründet in erstens mal für die Vorbereitungen. Das ist auch Moyen gegeben, also das heißt, dass ein paar die Leute auch rekrutiert gehen, die just die Präsidenz vorbereiten und auch aufsichern. Die Präsidenz, die ist wie gesagt 2 Semester, Juli und bis Ende des Jahres, die gibt all 6 Monate turnusgemäß in einer Memberstadt, die dort Verantwortung überhält. Das funktioniert auch als Trio. Das heißt, im Moment sind es die Athleten, die überholen Ugangs des Jahres. Da kommen Lützeburger, da kommen Döner und Holländer. Und so geht das weil 4 in der Westfeld könnt haben die bei. Das heißt, geht immer mehr für eine Kontinuität gesucht. Ja, Übergang auch, das voilà. Immer. Wo liegen Schwerpunkte vielleicht, das ist die Frage, die muss drin denken. Das ist meine für uns. All die nächsten Präsidenzen werden unter dem Hauptpunkt, wo es an Arbeitsplätzen gegen Chômage, Leute gegen den Chômage stehen, das bleibt nach absehbarer Zeit Hauptthema. Da kommen natürlich auch Energie, wer der größte Sujet sind, Energiesicherheit, aber auch Klima. Ich meine, wir haben die Konferenz an Aussicht zu Paris, sodass Lützeburg auch voll an der Vorbereitung von der Konferenz wird man schaffen.
Min digitale Bandemerk mir hunn eng Party Domäne, wo wirklich do muss prepariert, wo ganz konkret wo man Gemoos gin datcht och mir so wie mir Lot Italiener, dats déich Gemoos so wat ze die Lächt 6 Main fertig spricht hunn, so werte mir och Gemoos gin opgrund vun den Resultat endes Jo ass wie man geschafft hunn. wat huet Präsident an do méi ze soen Liet Präsident just den Orde du jour fest Präsident spielt eng ganz aktiv Rolle fir die einzelnen Memberstaaten, die unterschiedlich Usichten und unterschiedlich Meinungen auch kulturell bedingt ganz oft zwischen Norden und Süden für die zu einer einheitlicher Position, zu einem einheitlichen Block zu verschmelzen, für da Kompromisse rauszufinden. Eng Vermittlerrolle, aber die geht da ganz aktiv an. Sie natürlich auf der anderen Seite auch an Dossieren, die schon mehr konkret sind, wo der Kasse schon eng gesamt Approche huet, wo mir eventuell schon enge Lesung han hun am Parlament, wo da ganz konkret Verhandlungen ugin an de berühmten Trilogen. Dat sind auch Dossieren, die am Gang sind. Ich denke feiert den Eisenbahnspaket oder mein Dossier Passagierrechte, wo man lo Letten wirklich wo man handelt hin sind fir ganz konkret an Verhandlungen ranzuklammen. Und da kommt noch eng froh am Kontext vun den terroristischen Attacken a Frankreich. Da stellt Sabine Petriccio sich das frohen. Si mal alle guten Terroristen, ich werde weiter Gewalt, mich werden aber auch für még persönlich Freiheiten. Gimmer dann lo immer an überall iwwert. Ja, wie wann Reding wat bedeuten die Attacke von der letzte Woche für als persönlich Freiheiten? Gefahr as jommer groß, dat wann het irgendwo knuppt, dat dann een Deckel drop gemerke, dan net nimmen op die Club gedun huet mir op Leiit alle goer. Dat huet den gesinn wie an Amerika Twin Towers attackéiert goufen, doen as an Amerika eng Period ugangen, wo d Biergerfreiheete vun allen Amerikaner am Vongeholl ausser Kraft gesat gesinn. Dat sollt nëmmen dauere fir en gewiss Zeit, dat das bis haut nach immer de Fall hun bis haut nach immer die Spezialgesetze, wo d Biergerfreiheeten ausser Kraft gesetzt goufen. Ich menge, dat sollte mir net machen, weil dat wär jo genau denen Terroristen an Tanz gespielt. Ja. Dat ja dat watten se willen. Dat heißt, wir müssen als Gesellschaft so helle wie mir se willen, wie se auch an eisen Grundrechte, an eisen Konstitutionen, an eise Verträge festgehalten, als an dat as ein Gesellschaft vun de Biergerrechter. Biergerrechter schützen hecht aber net Terroristen laufen lassen. Ich meine, do muss wirklich dafür sorgen, dass wir Maßnahmen kriegen, die mehr effikaz sind, besonders Maßnahmen grenzüberschreitend. Geht nämlich nicht durch, dass die Leute, die verfolgt gehen an engem Land, und da gehen sie über Grenzen, und da laufen sie frei rundherum. Das ist die Zusammenarbeit muss verstärkt gehen. Da haben wir schon Instrumente. Wir haben Europol, die europäische Zusammenarbeit von der Polizei funktioniert relativ gut, soll noch verstärkt gehen. Wir haben den Schengen-Informationszentrum, wo die verschiedenen Movemente von den Leuten über die Spannegrenzen, wo die festgehalten gehen. Also ich bin der Meinung, wir sollen nicht Kant mit dem Wasser vom Boot ausschütten, aber wir sollen die Instrumente, die wir haben, die sollen wir verstärken. Wir sollen gucken, dass die Polizei Zusammenarbeit funktioniert. Wir sollen à la rigueur ein Service secret européen schaffen, für das mehr Gehalt kriegt, das ganz, für das wir uns können, gegen so Krimineller, weil das sind Krimineller, aber auch die von der echten Frau, die wir auch geschwärzt haben, von den Menschenhändlern, dass wir auch uns können, gegen die viel besser wären. Ja, auch Ursachen, vielleicht für was kommen so Leute, die auf Frankreich leben oder so sind, zu leben, aber immer dazu selbst machen. Ja, das war ja immens interessant für sie gesehen, weil das wären da ja nicht die aus dem Irak kommen oder von so was. Das waren Franzosen, die das ganze Leben auf Frankreich gelebt haben, die da an Schule gegangen sind, da fragen sich, was möchte Schule? Just nicht ganz lang. Just nicht ganz, voilà, was möchte Schule?
wat mischt Familie fir so kann die Schwierigkeiten hunn ze bremse wat mischt Gesellschaft. Ja. Dat sie lauter nobodyen. Dat sind jo lauter die net reüssiert hunn an der Gesellschaft an dann gebrauchen se Gewalt fir een ze ginn. Ja, an dann hummer jo o gesinn an dem Fall vun denen Franzosen do die soziale Goren am Prison. An do hunn se jo d Geschäft geleiert. Dat heißt, du muss aber auch eng Prisungsreform kommen, dat in die geféierlech Elemente am Prison net die Manner geféierlech Elemente dann nach uléieren infizeieren, fir datten se geféierlech ginn. Also mir hunn viel ze dun mengenech, aber man sollen oppassen, dat dat wat man machen, dat dat effikaz ass an dat dat net als Basisregelle fir wat dat immer hofrich sinn Europäer ze sinn als Walleren, die derweis wie man ze summe liewen, dat 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 net a gevorgerot. Du können schüssen eng Zoll haben drochschieben, die dat illustriert zoll. D'Amerikaner hunn de Patriot Act ënner dem Ball all Zouugere vor enger mënchting Privatsphär jo méiglech ass. En dem Patriot Act bis lo iwwer 11.000 Perquisitionioun firgeholl. Schüss nach dem Gesetz, dat ass also jenseits vun all normaler vun engem Richter ugeordneter Perquisitionioun am Droit commun. Von den niwer 11.000 Perquisitionen wären da genau 51. Ja. Die haben mit Terrorismus so zu die gehabt. Ja. De ganze Recht als eigentlich fir der Plötzeburg so nie auf dem Deal. An der Realität will man net kommen. Voilà, vielmals merci fir déi Antworten op Erfroen, Di kann as Roeg an ganz gern Froen rachecken, Sie wird iwwer Facebook oder op als E-Mail-Adress, dat das europa@csv.lu. Vielmals merci wie an Reding, Frank Engel Bach. Merci auch, Frank. Merci wird no gucken an bis dann de nächste Montag bei den europäesch Impressionen.